Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Leute, ich war eine Woche im Urlaub, ich bin wieder da und von daher gucke ich mir mal die Kommentare der letzten 3 Videos an. Ist ja rund um das Tottenham-Spiel und wie ich das so sehe bei Vorbereitungsspielen. Und da in 1 Stunde 15 das nächste Vorbereitungsspiel gegen Tottenham stattfindet, würde ich sagen, schnacken wir nicht lang und gehen rein. Eure Kommentare zu die bisherigen Vorbereitungsspiele und wie ich die so einordne, das war vor dem Tottenham-Spiel noch. Nur damit ihr auf dem Stand seid und dann gehen wir mal rein. Max Albert, schaut euch mal das Video von Bronski über Bayern-Geld an. Sind wohl weltweit mit die höchsten, obwohl die Deutsche Liga die reichste ist. Bayern muss verkaufen. Ja gut, aber wir waren auch vor den Transfers, die wir getätigt haben, über Jahre haben wir die zweithöchsten Gehälter gezahlt. Ja. Die zweithöchsten. Ja. Und jetzt nehmt mal Vereine wie Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Juventus Turin und so weiter mit rein. Haben wir, sich nur ein paar zu nennen, die zweithöchsten Gehälter Europas haben wir gezahlt, über Jahre. Ja, so ein Ding. Ist jetzt nichts Neues. Da muss man sich kein Video für anschauen, da gibt es einfach eine Tabelle und gut ist. Aber schaut euch das Video natürlich gerne an. Sammy, Testspiele sind da, um zu testen, sonst würde man es nicht Testspiel nennen. Ja. Macht Sinn, wa? Der Kommentar, Hauptsache wir performen gegen Ulm und darüber hinaus. Sie. What's up? Genauso sehe ich das alles auch. Gegen Ulm fängt die Saison an und da muss es laufen. Jo. Let's Plays 2. Danke für das Video, Kai, und dass du dir die Zeit genommen hast, das noch nachzuschieben. Ich verstehe den Ansatz, erstmal das Positive mitzunehmen und etwas abzuwarten. Dennoch bin ich ehrlich, dass als Selbstverständnis hätte ich es begrüßt, wenn man einen deutlicheren Ruck durch die neue Mannschaft bereits gespürt hätte, durch Aufarbeitung des Vergangenen, durch die Impulse des neuen Trainers dank manch nur freien Kopf oder gerade aufgrund des internen Konkurrenzdrucks bei anderen. Hier unbedingt Gegner gegen Gegner kleinerer Ligen gewinnen zu wollen und einfach dominanten Fußball zu spielen. Egal wie hart das Training vorher auch gewesen sein mag. Dies ist meine persönliche Meinung und vielleicht ist sie idealistisch. Vielleicht ändert sich alles ja in ein paar Wochen, Monaten und die Dominanz des FCB entwickelt sich bzw. kommt wieder zum Vorschein. Natürlich brauchen Änderungen Zeit. Der FCB ist aber nun mal mehrere Klassen höher, da darf es eigentlich keine Ausreden geben. Man sollte das deutlich erkennen. Für mich sind Testspiele auch ein gewisser Indikator, wie es in der Mannschaft gerade aussieht. Und nach der letzten Saison wurde man hierfür geradezu sensibilisiert. Ich drücke die Daumen für das nächste Spiel, dabei ertappe ich mich dabei, mir zu wünschen, das wäre gar nicht nötig. Ja, ich meine, wir wissen ja jetzt schon, wie das nächste Spiel ausging. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Tottenham gemacht. Nochmal, wenn du Konditionstraining ballerst 2 Wochen, ja, ich weiß nicht, was Kompanie getrainiert hat, oder den Schwerpunkt auf die Kondition legst zum Beispiel, und da kommt ein Viertligist, der voll im Saft steht, weil er schon in der Liga spielt, dann kann das mal so aussehen, wie es aussieht. Ja? Und wir haben die ja trotzdem in die eigene Hälfte gedrückt. Wir haben die Tore halt einfach nicht gemacht, weil die letzte Konzentration nicht da war. Ja, aber wir müssen jetzt nicht die einzelnen Spiele aufarbeiten. Ne? Ich denke, das Spiel gegen Tottenham hat dann gezeigt, dass wir anders Fußball spielen können. Servus Kai. Voller Zustimmung. Ich verstehe nie die Erwartung. Es sind Testspiele. Klar will man nebenbei gewinnen, aber zunächst einmal, gerade als neuer Trainer, will man doch den Willen, das Zusammenspiel, die Kreativität und Umsetzung der Taktik sehen. Yes. Man möchte sehen, wie sich ein Bild von jungen Talenten, man möchte sehen, wie sich ein Bild von jungen Talenten machen. Also man möchte sich ein Bild von jungen Talenten machen. Und schauen, wie sie sich einfügen. Neue Spieler müssen sich integrieren und angenommen werden. Das sind unzählige Dinge, die das Wort Test eben hervorheben. Daher sollte man diese Spiele in keiner Form hinsichtlich eines nicht erhofften Ergebnisses eine Wertigkeit geben, die man auf kommende Pokal- oder Ligaspiele als Messlatte anlegt. Es geht doch gerade darum zu sehen, woran man noch arbeiten muss. Daher kommt es wahrlich nur auf das Bild an, welches die Spieler abgeben. Vinny wird das schon entsprechend im Auge haben und bewerten. Von daher bin ich total zufrieden. Ich bin da ähnlich gestrickt wie du, Kai. Bei hohen Siegen startet wieder der Hype-Train und wir sind es bodenlos, wenn die ersten Niederlagen kommen. Brauche ich persönlich nicht. Wenn Vinny sich treu bleibt und die Jungs fordert und die dies mit Willen und Leistungsbereitschaft zurückzahlen, sehe ich den FCB schon mal nicht absteigen. Bedenkt mal unsere Stimmung unter TT, können wir doch nun bereits frohgemut in die Zukunft blicken. Was die Saison bringt, werden wir sehen, aber schon jetzt ist da eine Hoffnung, die unter Tuchel abgestorben war.
Ja, stimme ich dir erstmal so zu. Sehe ich ganz genauso. Ja, ich denke, man merkt schon auch einen gewissen Team Spirit, Teamgeist. Natürlich alles jetzt schon nach dem ersten Tottenham-Spiel, ne? Von daher kann man da jetzt schon ein bisschen mehr zu sagen, wie jetzt noch zu diesem Zeitpunkt. GB, also mich hat die Leistung gegen Düren schon genervt, vor allem wenn man bedenkt, dass Düren tags vorher ein Ligaspiel hatte. Ja, habe ich gerade meine Meinung schon zu gesagt und dem Video auch, war. Patrick, FC Bayern forever. In 2 Wochen geht es los. Ich freue mich auf die kommende Saison mit Winnie den Angriffsstahl. Yes, ich freue mich auch, bin heiß. By the way, Düren hatte in der ersten Hälfte die Mehrzahl an Torschancen. Die sind 2 bis 3 fast alleine aufs Ulreich zugelaufen. Ja, nochmal, GB. Also mich persönlich juckt das gar nicht. Ist mir am Ende des Tages scheißegal. Wir können gerne uns aufregen, uns irgendwas negativ sehen, wenn es gegen Ulm so sein sollte. Wie gesagt, das Testspiel gegen Tottenham hat da wohl dann gezeigt, was Phase ist, oder? Und wer weiß, wie es heute aussieht. Vielleicht verlieren wir heute 3-0, dann wird wieder alles schwarz gemalt. Und ach, Leute, lasst mal Testspiele sein. Dirty Ducks aber auch am 13. Geburtstag. Chaka, beste Datum der Welt, Alter. Banja. Hallo. Und ja, es ist, wie du sagst, drauf geschissen. Selbst das Ulm-Spielen gehört noch zur Vorbereitung. Selbst da warte ich nicht unbedingt eine Gala-Vorstellung. Trainingseinheiten sind sehr positiv bzw. gut anzuschauen. Und dann geht die Saison bald los. Nur mal so, wir haben unter Nagelsmann zweimal bärenstark begonnen und dann in der Rückrunde schlapp zu machen. Was ja unter Tuchel ähnlich war. Schau dir Arsenal an, da hat auch zweimal extrem gut begonnen und am Ende haben sie nichts gewonnen. City hingegen hat in den letzten 2 Jahren zum Ende hin absolut angezogen. Am Ende zählen die Titel und in unserem Fall eine Mannschaft, die wieder Bock hat und wieder konstant Leistung zeigt. Jo. BDS Fogg, danke. GB, hol schon mal die Nägel raus. Mach das, GB. Du hast nur 2-mal auf Holz geklopft. Hier. Kriegst das dritte hinterher. Alan Taylor, FCB sollte Ulm nicht unterschätzen. Spare ich mir jetzt einen Kommentar, oder? Gerard Berger, mich hat die Verletzung von Ito mehr genervt. Das Einzige, was man den Spielern vorwerfen kann, ist für mich, dass wir zu oft einen Pass oder einen Haken zu viel gemacht haben. Im ersten Spiel noch mehr. Da hatte man locker 10 Tore mehr machen können. Aber klar ist, auch mit Freundschaftsspiele kann man nichts gewinnen. Also scheiß drauf, was bringt es, wenn du einen Viertligisten 30 Tore einschenkst und glaubst, du bist so weit und 14 Tage später verlierst gegen einen Kleinen der Bundesliga. Ja, eben. Also völlig Wumpe, ne? Gut. Eure Reaktion auf die PK vor dem Tottenham-Spiel. Martin, Kompanie ist einfach cool. Seine Art sorgt immer für einen Lacher auf der PK. Ja, ist ein cooler Typ. Gefällt mir persönlich auch. Ich freue mich auf die Saison. FC Bayern Fan forever. Freue mich auf die neue Saison. Me too. Mikai, das Leistungsprinzip wird nach mehreren Jahren eingeführt. Und das in einem Top-Club wie dem FC Bayern. Irgendwie traurig, dass es erst jetzt wieder eingeführt wird, aber besser jetzt als nie. Sprichst du mir aus dem Herzen. UZ, freue mich schon auf die neue Saison mit Olise, Mathis Tell und hoffentlich noch einem Neuzugang für die Offensive. Kann diese mittelmäßigen Flügelspieler wie Gnabry, Coman und Sané nicht mehr sehen. Die 3 waren unwürdige Nachfolger für Weltklasse-Flügelspieler wie Rom und Ribéry. Komischerweise wurde das seit Jahren nicht erkannt. Also ich würde einen Coman da mal ausnehmen. Ich finde, Coman hat eigentlich immer gut performt. Coman hatte leider immer das Pech, dass wenn er seine besten Phasen hatte, er wieder verletzt war. Na? Die anderen beiden Flachzangen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Kevin, die PK mit Kimmich letztes Jahr war wild. Patrick D. Winnie. PDS ist wie stille Post und am Ende kommt die falsche Übersetzung raus. Sehr wahrscheinlich. Ja. Könnt's ja nicht nachvollziehen, ne? Servus Kai, das war doch mal eine lustige PK mit klaren Aussagen. Gefiel mir gut. Extrem lustig war aber besonders deine Mundwinkel zu beobachten bei den langen koreanischen Passagen. Ich attestiere dir, du warst stets bemüht. Ich muss gestehen, dass dies tatsächlich das Highlight der PK war. Ja, vielen Dank. Phileas, wild. GB, ich will gerne abwarten wollen, ob Kompanie wirklich nicht nach Namen aufstellt. Jo, kannst du ja abwarten. Ist doch kein Problem. Werden wir doch dann spätestens gegen Ulm und die ersten 2, 3 Spiele sehen, ne?
Gerald Berger, 11 Stunden Flug hin und zurück für eine PK. Wild, wild, wild. Ich bin mal nach Thailand 2x6 Stunden hin und wieder 2x6 Stunden für zurück. Aber in der Zwischenzeit war es super und die Reise hat sich gelohnt. Ja, ich denke, so ein Urlaub ist auch was anderes wie so eine PK, aber. Kasa, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von privaten Infos. Geht mich nichts an, interessiert mich nicht. Dass die Koreaner da in einer ganz anderen Liga spielen, wusste ich vorher schon. Dort Promi zu sein bedeutet, unter landesweiter Beobachtung zu stehen. Da will jeder wissen, was man zum Frühstück hatte, mit wem man Witze macht und welche Filme man am Abend schaut. Wäre absolut nichts für mich. Gut, aber ist ja in Deutschland nicht anders. Ja? In Deutschland sind die Leute vielleicht da nicht so penetrant. Ich weiß nicht, ob die so penetrant da drüben sind. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber hier ist ja... Guck dir irgendeinen Post von Kimmich, Müller oder sonst wen auf Insta an, wie viele Leute das interessiert. Also, kranke Gehirne halt. Mich interessiert das auch nicht. Aber so ist es, ne? Kaffel, hoffentlich blamieren sie sich gegen Tottenham nicht so wie gegen Düren. Ja. Hast du ja das falsche Gefühl gehabt, würde ich sagen. Dude, Kim war der beste IV der Hinrunde letzte Saison. Nee, war er nicht. Wegen 2 Fehlern wird seine ganze Saison wieder schlecht geredet von manchen hier. Ich weiß ja nicht. Nee, wegen den 2 Fehlern wird seine Saison nicht schlecht geredet. Ich denke, jeder kennt die Umstände, dass er keine Vorbereitung hatte, nix. Dass er der beste IV der Hinrunde war, ist völliger Schwachsinn in meinen Augen. Er hat so viele Fehlpässe in der Hinrunde gespielt, so viele unnötige Ballverluste gehabt. Das war schon wild, ja, für den großen Innenverteidiger, der er doch sein sollte. Aber nochmal, ich beurteile ihn da jetzt nicht so schlecht. Ja. Ich denke, jetzt diese Saison können wir ihn mal ernsthaft beurteilen. Letzte Saison wäre das auch nicht fair gewesen, ihn da ernsthaft zu beurteilen. Für mich war er nicht der beste Innenverteidiger der Hinrunde. Also der beste Innenverteidiger der Hinrunde war definitiv Upamecano. Also jeder, der das anders sieht, weiß ich nicht. Aber jeder hat vielleicht auch andere Schwerpunkte, eine andere Meinung und das ist auch alles fein. Wenn du ihn als besten IV der Hinrunde gesehen hast, ist das für mich völlig okay. Und dass manche, kann ich noch kurz darauf eingehen, dass manche ihn gleich niederreden, niederschreiben. Ich meine, guck dir Buer an, der 1,5 Spiele machen durfte und kein Bayern-Niveau hat und so weiter. Ja, das ist halt. Eric Dyer wurde niedergeschrieben und war dann der stärkste IV in der Rückrunde. Also da darf man immer nichts drauf geben. Aber jeder muss sich sein eigenes Bild bilden, ne? Sammy, wow, ohne Red Munich hätte ich mir die PK nicht angeschaut. War ja mal anstrengend. Hab nur Wade, hatte Dude da verstanden. Wild. Weil alle Dude da ist gut, ja. Vielen lieben Dank, ey. Panja, eins ist mir extrem negativ hochgekommen, dass alle Testspiele nur gegen Abschluss eines Abos zu sehen sind. Der Sprecher bei dem des öffentlichen Trainings sagte, sind ja nur 4 €. Dass wir Fans Sky, The Zone und Amazon bezahlen müssen, damit wir alle Spiele sehen können, ist wohl nicht genug. Echt ein dreckiger Move. Ja, gehe ich mit. Finde ich auch nicht gut. Ich meine, ich habe Bayern TV Plus, weil ich einen Jahresbeitrag da zahle von 30 € oder was. Aber ja, gehe ich mit. Finde ich auch wild. Vor allen Dingen, weil es nur Testspiele sind. Ja, also, weiß ich nicht. Ist halt... Ja, aber wahrscheinlich ist das Interesse halt so groß, ja. Und vielleicht rechnet man sich als Verein eher aus, das Ding so zu machen und dann, keine Ahnung, die 4 € einzukassieren. Ja, wenn man das einmal pro Monat, kannst ja nach einem Monat wieder kündigen, abschließt, als wie zu sagen, wir verkaufen das jetzt für Betrag X an RTL. Ja. Von daher müsste man das ein bisschen differenzierter, glaube ich, betrachten. Ne? Aber im Prinzip stimme ich dir zu. Gerade für Mitglieder fände ich es fair, wenn man sagen würde, für Mitglieder werden diese Spiele umsonst. Ja? Weil du zahlst ja schon Mitgliedsbeitrag. Also. Ja. Chris, also dass die Situation mit Minjay ist, wie sie ist, dank Tuchel. Keine vernünftige Integration, hat ihn voll vor die Wand laufen lassen. Ich hoffe mal, er fängt von Null an und kann das auch emotional verpacken. Ja. Sehe ich genauso. Ich hab's auch nicht verstanden, dass ein Tuchel, ich meine, Tuchel wollte ihn unbedingt, alles gut, alles fein.
aber dann gibt dem Jungen doch auch die Zeit. Ja? Wie gesagt, der war 2 Tage nach dem Asien Cup wieder da und sollte gegen Leverkusen spielen und hat's vergeigt, Alter. Wow. Mit Upamecano, der erst 2 Tage aus der Verletzung wieder da war. Dasselbe Saison Vorbereitung. Dann kam aus dem Militärdienst, hat voll Muskelmasse verloren, hat voll abgemagert. Leute, ja, deswegen sage ich ja, lasst uns mal den Min-Jae am Ende der Hinrunde jetzt beurteilen. Ich denke, dann können wir, dann können wir ihn einordnen. Ne? Gut, und dann mal eure Kommentare zu dem ersten Spiel gegen Tottenham. Ken Zimmermann. Oh, was ich in meinem letzten Kommentar noch vergessen habe. Kompany hat immer wieder eingegriffen und die Spieler geordnet. Mir gefällt dieses aktive Coaching. Weiter so. Ja, aktives Coaching ist anscheinend wichtig und richtig bei uns. Weil man hat letzte Saison gesehen, was passiert, wenn man das nicht tut. Ike. War ein gutes Testspiel, hat mir gefallen, aber die Fehlpassstatistik von Ulreich, die war heftig, ja. Die war heftig, jeder Abstoß ging immer zum Gegner, aber ich bewerte da nicht so viel, es war nur ein Freundschaftsspiel und sonst hatte er auch gute Paraden gehabt, als Tottenham mal eine 100%ige Chance hatte, das hat er auch gut gehalten. Wohlweise Grüße, Kai. Ja, Ulle war, aber das ist Ulle. Ulle war noch nie der super mitspielende, sichere Pass-Goalie, wie es ein Neuer ist. Ja. Ulle hat dann auch immer ein paar Spiele gebraucht. Ja, wenn er ein paar mehr Spiele als Ersatz da war für Neuer, dann hat er sich irgendwann reingefuchst, dann ging das. Auf der Linie 1 gegen 1 waren Ulle schon immer gut. Ja. Das wird sich auch nie ändern. Mika, die Taktik mit Olise wird geisteskrank und noch Musiala, Kane, da scheppert's ordentlich. Ja, man darf das auch nicht vergessen. Ja? Man darf nicht vergessen, wer da alles nicht gespielt hat. Ja, ich habe schon die Aufstellung für heute gesehen. Das ist auch wieder so eine Krüppelaufstellung. Mal abwarten. So eine wilde Aufstellung. Keine Ahnung. Mal sehen. Ja, wenn mal alle da sind. Ulm, erste Bundesligaspiel, zweite Bundesligaspiel. Ich bin sehr gespannt, wie Harry Kane rangeführt wird. Mal abwarten. Dennis Schreiber, für mich war das Pressing sehr beeindruckend und kann meiner Meinung nach im modernen Fußball ein Schlüssel zum Erfolg sein. Pressing gehört zum modernen Fußball dazu. Ja, auch ein Tuchel hat das ja versucht. Die Mannschaft konnte es dann anscheinend nicht umsetzen. Ja, natürlich dauerhaftes Pressing nicht, aber so phasenweises Pressing, wo wir halt mal 20 Minuten Vollgas geben, gehört im modernen Fußball absolut dazu. Ja. Ken Zimmermann, mir hat gefallen, was ich gesehen habe. Tottenham wurde in der ersten Halbzeit komplett in die tiefe Verteidigung gedrängt. Viele Rotationen, viele Doppelpässe, schöne Laufwege, das macht Lust auf mehr. Ja. Besonders Tate und Stanisic waren meines Erachtens bärenstark. Saragossa hat mir ein wenig leid getan, ich hätte ihm ein Tor gegönnt. Wirkt ein wenig so, als ob eine Mischung aus zu wenig Selbstvertrauen und zu wenig Spielglück zusammenkommen. Aber nicht böse gemeint, sollte auch keine Kritik in dem Sinne sein, sondern nur eine Feststellung. Ich denke, der Junge wird seine Scorerpunkte noch sammeln, die Ansätze sahen gut aus. Ja, da ist ja anscheinend eine Leihe im Gespräch, werden wir mal abwarten, ne? Werden wir mal abwarten. Aber wenn man gelesen hat, wie ein Olise bei Olympia agiert hat, würden wir uns freuen, denke ich. Aleno Kukic. War echt begeistert von der Art, wie wir in der ersten Hälfte gespielt haben. Fehlen natürlich noch ein paar Spieler, aber die Idee des Trainers und der Wille der Spieler haben mir gefallen. Bin gespannt, mir ist an mir. Also erste Halbzeit war richtig starker Fußball. Ja, und dann muss man, darf man nicht vergessen, wer da wirklich noch alles gefehlt hat, ne? Bring is Stuff. Also ich fand eigentlich jeden Spieler solide. Ein paar Sachen sind mir besonders aufgefallen. Neuer war deutlich sicherer und präziser in den Pässen als Ulreich. Kimmich bis Pavlovic hat mir in der Spielgestaltung super gefallen. Wundert mich, dass Tuchel die Kombi nie ausprobiert hat. Ja. Ja. Aber Tuchel hat ja an Pavlovic so viel Vertrauen geschenkt und so durchgesetzt. Das ist schon wild, ne? Kim hat in vielen Situationen wunderbar nach vorne verteidigt. Wenn er das in der Bulli in Zukunft so macht, könnte das echt stark werden. Außerdem fand ich Gnabry ganz gut, wenn man bedenkt, dass er im letzten Jahr kaum gespielt hat. Ich glaube immer noch daran, dass er wieder in eine gute Form kommen und eine Verstärkung sein kann. Insgesamt hat Kompany eine klare Spielidee gezeigt und auch auf dem Platz viele Anweisungen gegeben. Man sieht, was möglich ist, selbst ohne viele wichtige Spieler. Das macht Bock auf mehr. Ja. Ich denke, man hat gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, was möglich ist, wenn man als Team agiert. Ja. What's up? Ich habe das Spiel gesehen und ja, das sah echt ganz gut aus.
wenn man bedenkt, dass Tottenham in der Vorbereitung weiter sein sollte und dass bei uns noch ein paar gefehlt haben. King. Man sieht unter Kompany sehr große Veränderungen taktisch. Es ist jetzt richtiger Ballbesitzfußball. Zweite Hälfte war wie zu erwarten, durch ganze Wechseln würde auch taktisch was verändert. Ja, da bin ich bei dir. Zweite Halbzeit sollte man nicht groß bewerten. Musiala Magic, es hat mir persönlich mehr Spaß gemacht, dieses Spiel anzuschauen, als die ganze letzte Saison unter Thomas Tuchel. Ja, ist jetzt aber auch keine Kunst, oder? Heidi. Pavlo und Kimmich zusammen auf der 6 gefällt mir super gut. Leimer und Palhinha hat nicht ganz so funktioniert. Aber war ja auch der erste Einsatz. Ich fand die erste Hälfte super, die zweite okay. Ja, kann man so zusammenfassen. Martin, ich habe für das Spiel mal 4 Euro im Bayern TV investiert. Es hat sich schon gelohnt. Eine feine Samstagnachmittag-Unterhaltung. Ja. Aber ja, ich meine auch, dass das Spiel bei RTL sogar lief, oder? Das erste. Das zweite jetzt nicht, ja. FC Bayern-Fan Forever, hochverdienter Sieg von uns. Yes. Max, Zaragoza leider unterirdisch heute. So wird das nichts mit ihm. Iracunda schon 2 Klassen weiter. Weiß ich nicht, ob Iracunda 2 Klassen weiter ist. Iracunda ist ein anderer Spielertyp. Iracunda ist ein Spielertyp, der auch Körper hat. So, ja. Zaragoza gefühlt, wenn er halt in den Mann gehen muss, wenn er nicht dran vorbeigedribbelt kommt, dann ist durch. Ja, das sieht immer aus, als wenn ein 12-Jähriger gegen einen 18-Jährigen irgendwo auf dem Bolzplatz aufläuft. Also, das ist nicht bös gemeint. Aber ja, da ist so ein Iracunda natürlich eine andere Statur. Ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht im Zaragoza. Habe ich ja gerade schon gesagt, da ist anscheinend eine Leihe im Raum. Ich würde behaupten, wenn er ausgeliehen wird, wird er nicht wiederkommen. Ja, weil dann wird alles in Olysee wird sich durchsetzen bei uns. Ja. Kommt drauf an, ob wir sogar noch jemanden in der Offensive verpflichten oder ob sich so ein Iracunda vielleicht festspielt im Laufe der Saison oder sonst irgendein junger Bursche. Da sind genug da, die Potenzial haben. Deswegen, ich glaube nicht, wenn er wirklich wieder ausgeliehen wird, erst recht nach Spanien, dann wird er nicht wiederkommen, glaube ich. Und dann ist das so. Leisito, sehr, sehr schöner Fußball in Halbzeit 1. Vom Niveau her vielleicht das Beste seit Pep. Kimmich und Pavlo nebeneinander war auch schön. Ein Gegner kann ja nicht beide doppeln. So ist einer immer entlastet und dann kann auch Kimmich seine Qualität ausspielen. Goretzka weiter vorne in der zweiten Hälfte macht er es zumindest ordentlich. Deutlich besser, als wenn er irgendwo hinten hocken und mit aufbauen muss. Im Sturm gefiel mir Iracunda am meisten. Ja, das ist auch nichts, was ein Goretzka wirklich gut kann. Ja, irgendwie von hinten das Spiel aufbauen. Das ist nicht seine Art Fußball. Da ist er da vorne besser aufgehoben. Ansonsten für mich der beste Spieler, Licinia. Ja, war auch sehr stark. Ich hoffe wirklich, dass der seine Chancen bekommen wird. Technisch extrem sauber und auch mit guter, natürlich nicht ausgereifter Entscheidungsfindung. Für mich mein Player to watch diese Saison. Taktisch sehr koordiniertes Pressing auf den Punkt genau. Schnell nach vorne und den Ball laufen lassen. Wunderschön. Natürlich war es nur ein Test, aber das war schon so ziemlich da, was ich in der Saison sehen möchte. Das, was ich in der Saison sehen möchte. Die defensive Absicherung war auch in der ersten Hälfte top. Die zweite Hälfte kann man nicht bewerten, aber ich fand Boye deutlich besser als Nus, zumindest in Kompanies Spielweise. Ja, Nus wird der wahrscheinlich wechseln. Und ich freue mich auf den Boye. Ja, ich denke auch, lasst den mal richtig ankommen, lasst den mal richtig in Fahrt kommen, werden wir viel Freude, glaube ich, dran haben. Insgesamt gute Ansätze, paar Spiele, eindeutig noch nicht fit, aber das Niveau verglichen zur letzten Woche schon deutlich höher. Aber natürlich ist es erst ab dem 16.8. entscheidend. Genau. Shadowbob, super Sieg. Sieht Kompanie Kimmich doch im Mittelfeld? Was meint ihr? Ich denke, wenn Kimmich spielen will, wird er im Mittelfeld spielen. Ja. Gehe ich schon von aus. Ich denke schon, dass du brauchst ja mehr wie nur 2 Spieler. Ja? Also wenn du Palhinha siehst, wenn du Pavlo siehst, denke schon, es wird auf ein Duell früher oder später Pavlo, Kimmich, Leimer hinauslaufen im Mittelfeld. Ich gehe schon davon aus, dass ein Palhinha gesetzt sein wird. Also zumindest, wenn er die Leistung bringt. Ja, also wir reden über Leistungssport. Vielleicht werden wir auch öfters mal Kimmich, Pavlo sehen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie ein Palhinha bei uns einschlägt. Ich denke, es kommt viel auch mit auf den Gegner an, welches Duo man spielen lässt im zentralen Mittelfeld. Wir haben auf jeden Fall Optionen. Ja? Und wenn Kimmich bleiben sollte,
Ja, ich sehe ihn auch nicht als Rechtsverteidiger. Er spielt einen soliden Rechtsverteidiger, ja, alles gut. Aber ich glaube, ein Kimmich mit einem defensiveren Part an seiner Seite ist wahrscheinlich das, was wir bei uns sehen werden. Und dann werden wir mal sehen, inwieweit Herr Kimmich das umsetzen kann. Aber spannende Themen, wird interessant zu sehen sein, oder? Tias, wenn das der Fußball ist, der Kompanie vorschwebt, bin ich schon mal sehr glücklich. Eine Wohltat nach 1,5 Jahren Tore Minimalfußball. Die Spieler wirken auch sehr zufrieden mit dem offensiven, aktiven Ansatz. Ja, das werden wir sehen. Ja, das ist schwer zu heben. Erstmal sind noch nicht alle Spieler dabei gewesen. Aber ja, ich gehe mit, ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als die unter Tuchel. Ja, Halleluja. Chico, schöne Spielidee. Jo, gehe ich mit. Latza, sobald Boe fit ist und sich einspielt, wird er alle Kritiker verstummen. Brutaler Fußballer. Latza, ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe da mit. Ich kann ihn noch nicht wirklich beurteilen. Aber diese ganzen dummen Kommentare, letzte Saison hat kein Bayern-Niveau, Blasels, ist für mich auch Schwachsinn. Ich freue mich auf ihn. Ich denke, er kann sehr, sehr gut auch zur Spielweise passen. Ja. Wir werden sehen. Trikot sieht richtig geil aus. Ja, gönn dir. Patscha. War ein sehr positiver Auftritt. Gerade in der ersten Halbzeit waren es sehr dominante, aber auch spielerisch sehr auffallende Phasen. Ja. Klar muss man mit einem anderen Ergebnis in die Pause gehen, aber was klar ist, Kompanie beendet den Tuchel-Fußball. Ich habe einige Spieler etwas positiver als du gesehen. Was bei Kompanie auch gut ist, dass er auch die jungen Spieler mit ins Boot holt. Denke, wird eine sehr gute Saison. Was extrem schlecht war, die beiden Kommentatoren bei RTL. Extrem toxisch. Gut, habe ich nicht gesehen, RTL, kann ich nichts zu sagen. Ich habe Bayern TV geguckt. Ja, alles andere lassen wir mal so dahingestellt, ne? The King. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen unter dem Prämisse Vorbereitungsspiel. Der Biss, die Lust auf Fußball, die Positionswechsel und das endlich mal schnelle Spiel nach vorne. Wie bereits andere hier schon gesagt haben, gefällt mir das aktive Coaching von Vinny ebenfalls. Der hat Bock, der brennt. Joa. Das hat er auf jeden Fall. Alicia, Gewinner Irankunda Tell, Verlierer Saragossa. Von dem Spiel, von der Vorbereitung bisher. Nur auf den Sturm bezogen. Butterzucker. Saragossa muss erst wieder reinkommen in die Spiele, aber ich traue ihm viel zu. Ja, wir werden sehen, ob er das bei uns zeigen darf oder nicht doch eher verliehen wird. Victor, moin, fand die Ecken von Kimmich eigentlich okay. Er kann ja auch nichts dafür, dass das Timing bei manchen Kopfbällen nicht gestimmt hat. Die Spiele gegen Tottenham gehören bestimmt zum Harry Kane Deal. Das weiß ich nicht. Ich denke auch, dass wahrscheinlich eins auf jeden Fall zum Harry Kane Deal gehören wird. Ja. Snackmonster, Stunny, absolute Bombe. Erste 11. Stunny war wirklich stark, Alter. Ja, wirklich stark als Innenverteidiger. Hut ab. Fernie, Soul. Chico, schöne Ferien. Danke. Warte ich. Bernd Biesenkamp, Gnabry, Vidovic, Tell, Pavlovic, Boe war gut. Petra, hallo Kai, ich habe euer Testspiel leider nicht gesehen, aber lass mal alle Spieler, die nachher in der Startelf richtig zusammenfinden. Dann wird Bayern richtig Spaß machen. Freue mich auf euch und rot-weiße Grüße aus Berlin. Ja, hoffen wir's, ne? Und rot-weiße Grüße natürlich zurück. Uli hat sich wieder auf der Podiumsdiskussion zu Wort gemeldet. Das wäre doch wieder was für dich. Ja, ich könnte seine Aussagen natürlich wieder in einem Video verarbeiten und zerpflücken. Erst recht sein Ausraster, wenn man es so nennen will, oder seine Emotionalität gegenüber Lothar Matthäus. Und dann auch gegenüber, oh, ich bin nicht der Pate vom Tegernsee, Blasels. Weiß ich noch nicht, ob ich da Lust zu habe. Vielleicht werde ich da mal so ein 10-Minütchen-Ding machen morgen, weil ich finde es viel, viel eklatanter, dass man damit wieder einen E-Ball komplett untergräbt und einen Freund. Ja, das ist das Traurige eigentlich. Aber ja, das Thema könnte man aufgrund von Eberl und Freund, für die beiden könnte man das Thema nochmal aufarbeiten. Da stimme ich dazu.
Figno, es heißt nicht die Tottenham Hotspur, genauso wenig wie die Tottenham Hotspurs. Richtig, gegen Tottenham Hotspur, optional kann man gegen die Spurs sagen. Figno ist mir scheißegal. Ja. Klugscheißen ist mir scheißegal. Wenn ich die Tottenham Hotspur nennen möchte, dann nenne ich die Tottenham Hotspur. Wenn dir das nicht gefällt oder den Fans von Tottenham nicht gefällt, leckt meinen blanken Arsch. Aber vielen lieben Dank für diese sehr nette Belehrung. Josef, ja, das mit Kimmich hat mich auch irritiert. Weiß jetzt, warum wir Kimmich nicht abgeben können? Weil kein anderer so schlechte Ecken schießen kann. Das ist der beste Weg, um wieder keinen Titel zu erreichen. Ja, komm Josef, jetzt mal ruhig bleiben. Ja, wenn wir darauf angewiesen sind, dass wir nur mit Ecken Titel gewinnen, dann wird's aber auch wild, oder? Natürlich ist das eine wichtige Waffe, gerade gegen gleich starke Gegner und so weiter. Da gehe ich schon mit, aber immer mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Fixie Goodman, mir macht die größte Angst, dass man Ulrich als zweiten Torhüter hat, wenn Neuer sich verletzt. Es könnte alles kosten, anstatt man sich einen neuen Torhüter holt, als Bayern, der besser ist als Ulreich, ist nicht schwer. Ja, Problem ist, wer lässt sich denn darauf ein? Wer sagt denn, oh ja geil, ich gehe zum FC Bayern, da bin ich die klare Nummer 2, mach voraussichtlich kein Spiel in der ganzen Saison. Welcher Torwart hat denn darauf Bock? Weißt du? Das ist so das ganze Problem. Wenn Neuer halt mal sagen würde, ja alles klar, ich gehe in meine letzte Saison und ich gebe schon mal die Pokalspiele und die Champions League Vorrundenspiele und so weiter ab, damit sich ein anderer Torhüter auch mal mit einfinden kann und so, dann wird die Sache anders aussehen. Aber so, wer soll das denn machen? Wer soll das denn machen? Ja. Jevali, schönen Urlaub, Chef. Danke, hatte ich. Oh, ich habe noch eine Woche Urlaub, aber die richtige Urlaub, die Woche weg, die ist leider schon durch. Dieses Trikot ist so etwas von Scheiße, Alter. Ja, Alter, brauchst du ja nie anziehen, wa, Alter? Max, schönen Urlaub, danke. Optimus Prime, schönen Urlaub, Kai, vielen lieben Dank, hatte ich. Bilal, ein Sieg ist immer gut, aber ich bewerte Testspiele nicht mehr. Ja, musst du ja auch nicht. Chris, Azno ist wirklich top, aber eher für den Flügel. Keine Ahnung, kann ich noch nicht wirklich gut beurteilen. Ja, also er spielt linker Verteidiger. Ne? Dafür müsste ich ihn mal ein bisschen mehr und öfter sehen, um das irgendwie mal einordnen zu können, denke ich. Phileas, Algo, danke. Snackmonster, danke. Andi Mullen, Zaragoza war richtig schlecht. Der hat für mich kein Bayern-Niveau. Jo. Du was so siehst, ist das doch fein für dich. Zitronenlimonade, schönen Urlaub, danke. Adolf, Novak, geprägt von Armut hat man natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Fonsi wird für dich ganz sicher nicht sammeln gehen. Müller auch nicht, das ist kein sozialer FCB. Den verstehe ich nicht ganz. Die sollen ja auch nicht für mich sammeln gehen. Shadowbob, Vereinsfarben sind unantastbar. Warum immer so hässliche Auswärtstrikots? Ist meine subjektive Meinung. Soll sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Bin mal gespannt, wie mit Kimmich geplant wird in Zukunft. Abo ist da. Shadowbob, das Trikot ist schon wieder so hässlich, dass es vielleicht cool ist. Ich muss es mir mal in Natura ansehen. Aber ja, ich stimme dir voll zu. Und willkommen, wa? Willkommen. Zitronenlimonade. Schönen Urlaub, Red Moody. Vielen lieben Dank, hatte ich. Leute, super. Ging flotti durch. Kann ich mit dem anderen Video sogar schon anfangen. Das wird nicht so flotti werden. Ich denke, mit der Dankbarkeit der Spieler, da werden wildere Diskussionen sein. Ich danke euch für eure Kommentare. Ja, und gleich geht's ins zweite Spiel gegen Tottenham. Ich bin sehr gespannt. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für eure Kommentare und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.